Ketz habe ich wieder gehabt. Mittwochmorgen habe ich noch in aller Herrgottsfrühe auf das Luzern nachher müssen. Daheim noch schnell eine halbe Stunde auf das Laufband, ein bisschen knapp aus dem Haus. Es waren dann noch ein paar geschäftliche Mails. Ich schreibe zurück, wird ASAP erledigt. Dafür konnte ich dann im Tram noch schnell die Online-Bestellung machen. Das Ding, das sich die Frau schon lange wünscht. Weißt du, das Tablet. Dings, voilà, iPad. Schnell bestellt, schnell Zeit gespart. Ich bin dann halt ein bisschen spät dran mit Aussteigen beim Tram. Und dieser, sie schon am Einsteigen, eins drücken und Most und Fluch. Schafsäck, kannst du nicht rechtzeitig aussteigen? Dann hat Zürich mit all meinem Bagage, Rucksack und Rollkoffer und Zeug und Geschichten an den Bahnhof führen. Noch schnell das Kaffee reichen. Das kannst du heute Gott sei Dank vorbestellen. Habe ich schnell bestellt auf der App. Steht schon dort parat, Kartonbecher. Schon wieder Zeit gewonnen mit meinem Kartonbecher ab auf die Rollstege. Stehen der zwei so doppeln. Nebeneinander. Beide Kopfhörer auf dem Gring. Kannst du nicht mal sagen, lasst mich vorbei, hören die nicht. Und vorhin sind sie noch gesäckelt. Nein, müsst ihr mal achten. Das ist überall so in der Schweiz. Ihr geht ja manchmal in die Stadt, oder? Jetzt Zarosa, mal sogar Zarosa hat ja einen Rollstegen da vorne. Das ist etwa noch heute. Downtown Arosa hat einen Rollstegen am Bahnhof. Für auf das andere Perron. Der fährt nie einen Zug, aber es macht sich gut. Es macht sich gut. Und ihr müsst achten, es ist in der Schweiz überall so, die Leute säckeln bis unten an die Rollstegen, einen Tag bleiben sie stehen. Nebeneinander. Wie die Mäuse. Ich habe noch nie etwas gehört von rechts stehen, links gehen. Bleiben stehen. Und zuoberst rennen sie weiter. Hey, ja, haben ja Zeit verloren auf der Rollstege. Und ich auch, weil ich nicht vorbei konnte. Drücke ich an denen vorbei und auf das Perron raus, putsche mit dem zusammen an allem Laufen etwas am Handy rumtöckeln. Dem geht das Handy am Boden, ich sage Entschuldigung. Denke aber, schau doch, wo du laufst, Giggle. Ich wollte ihm das gleich auflesen. In dem Moment geht der Deckel von meinem Kaffee ab. Leere alles aus über sein Handy. Lesen ihm es auf, drücken das App, Memo ab, geben ihm es zurück, sagen, sorry, ich bin darum präsent, ich muss darum auf den Zug. Dann steht dort hier in der Tür von diesem Intercity steht einer auf dem Trittbrett, sage ich noch schnell. Und telefoniert. Sie, Freund Judy, hören Sie mich, Freund Judy, Sie müssen noch die Präsentation für Mailand durchbeamen. Drückst an ihm vorbei in diesen Businesswagen rein. Ja, ich bin Erstklasse auf Luzern, Business. Und dort hier in diesem Businesswagen im Intercity, ist ja der oben, kennst du? Ist ja am Morgen früh so ein bisschen gleitende Arbeitszeiten. Du weißt nicht recht, ist jetzt einer noch halb im Nest oder schon halb im Büro. Also meistens ist es so ein bisschen beides. Dann tun sie. Noch mit der Mausspülung gurgeln, weil sie daheim auch mal nicht mehr dazu kommen, die Zähne zu putzen, zu gerechten. Und mit der anderen Hand kaffeln sie schon irgendetwas in einer Excel-Tabelle. Dann kommt nicht Sinn, dass sie noch Kinder in die Schule schicken, rufen sie an. Du, Loris, los mal. Ja, Loris, ja, bist ein Schätzchen. Los mal, ja, wir tun dann wieder Panini tischeln. Nein, der Marco Streller ist nicht mehr dabei. Los jetzt, Loris. Ja, du bist ein Seidenbolle. Lorisle, los jetzt, Lorisle, du solltest jetzt in die Schule. Davor lackiert eine die Nägel. Es schmeckt nach Nagellack und auch noch so ein bisschen nach Hundsdreck, den auch mal jemand an den Schuhen hat. Hoffentlich nicht ich selber. Dann fragt dieser, der vorhin telefoniert hat, der Einsteiger, ob nicht mir noch frei sei. Ich sage nein. Er hockt gleich ab, hat es ja nicht gehört, ist ja gegen am Telefon. Freund Judy, aber auch mal ist jetzt im Tunnel innen die Verbindung schlecht. Freund Judy, hören Sie mich, deckel mal, Freund Judy, Sie müssen noch den Kontakt mit Panama machen. Wir müssen heute noch einen Briefkasten gründen für einen Kunden, jawohl, ja. Und den Lunch haben sie mir gecancelt, gell Sie? Schräg vis-à-vis hockt so eine Business-Tante. Aber weisst wirklich, busy Business-Tante. Schaut mich an. Schaut mir Bautskredit in die Augen, die fixiert mir regelrecht. Weisst du, wir müssen jetzt einfach auf den Level vom Venture Capital fokussieren. Sagt die mir. Was ist sie, so um die 50, so ein bisschen rassig, ein bisschen ungeblieben und die Nasenumfang schon so ein bisschen operiert? Du, die Frankenschock ist eine riesige Challenge. Ich habe nicht gewusst, dass wir Dutzend sind. Bis ich merke, dass sie mit Ohrstöpsel telefoniert. Ich weiss nicht mit wem, einfach laut. Nein, also wenn du mich fragst, geht im jemand Markensegment, ist einfach alles nur eine Frage vom Customer Relationship Management. Neben ihr, also mir direkt vis-à-vis, hat sie so einen tiefigen Sekondo mit einem Kilo Schäl auf dem Gring. Wahrscheinlich Reifeisen. Hackt auf seinem Laptop, dass du das Angst um die Tastatur bekommst. Freund Judy, der Anger schon wieder. Freund Judy, können Sie mir noch heute Abend im Belcanto reservieren für 2 Personen? Nein, meine Frau muss nichts davon wissen.
So um 8, 20:00, jawohl, ja. Denkst du, das habe ich gar nicht wissen, dass der noch ein geschleift hat mit der, wo die Frau nicht darf wissen. Stefan Arnold heisst er. Das gibt es mir auch mal auf dem Display als WLAN. Stefan Arnolds iPhone. Und ich würde ihm gerne sagen, der Herr Arnold, im Deutsch macht man das nicht, das Apostroph bei Arnolds. Aber lasst mir ja nicht zu, ich ging am Telefon, Freund, ich brauche noch ein Dossier. Ein anderer hat sie Hotspot, My Hotspot, not yours, Bastard, getauft. Ein besonders originell schreibt Stoff aus iPhone. Weisst, E-I-F-O-U-N, sicher ein Berner. Und ich fange an rätseln, zu welcher Bereich welcher WLAN gehört. iPad Dinello ist sicher der Designer davor mit der Glatze. Freund Judy! Weisst du, was mache ich jetzt hier in diesem Businesswagen, wo alle so unglaublich busy sind? Jetzt mache ich da eine Provokation. Jetzt kaufe ich dem Minibarmensch, der sich da an den Aktenkoffer oder Rollgepäck vorbeimüht, einen Becher Tee ab. Ich habe das Kaffee nicht ausgeleert vorhin. Dann mache ich da nichts wieder. Nein, einfach nichts. Nicht mal die Zeitung lesen, einfach da hocken und die Zeit vergehen. Geht extra. Das mache ich. Nein, das mache ich. Zwischendurch kann ich zum Fenster rausschauen. Es ist noch schön die Landschaft, die vorbeizieht. Dann kann ich auch ein bisschen lesen, was der andere so für geschäftliche Mails... Weisst du, nicht mal verspiegelt. Die Banker haben doch da so einen Sichtschutz, aber bei dem kannst du alles lesen. Also im Moment ist es eher weniger geschäftlich, eben wegen Belcanto heute Abend. Astrid heisst sie. Soll ich das dieser Frau Arnold mitteilen? Nein, geht mir nichts an. Freund Judy, seht ihr, dass er mit der Astrid am Scharwenzeln ist? Hat er noch das Handy zwischen Schulter und Ohr geklemmt? Freund Judy, Sie müssen noch, hören Sie mich, damit noch mal, Freund Judy, Sie deckeln mal, Sie müssen noch dort weiter tweeten. Und schauen Sie mal, schauen, dass der Schorsch das auch noch auf seinen Kanälen kommunizieren tut. Jawohl, ja. Ja, das mache ich jetzt hier. In diesem Businesswagen, wo also schaurig bis in die Tür einfach da hocken und jetzt trotz nichts machen. Das mache ich. Nein, das mache ich jetzt. Ich muss nur noch vorher noch schnell, oh ja, Scheibe, das Telefon erledigen und das Mail wegen Rosa muss auch noch rausnehmen. Dann schon wieder ein bisschen Zeit. Gewonnen. Gibt es ja die gleich nicht mehr, die Minibaren, gell, weil sie abschaffen bei der SBB. Also im Moment wollen sie so ein bisschen alles abschaffen bei der SBB. Dann fangen sie gegen unten an sparen beim Personal. Die sollten doch bei der SBB, wenn du mich fragst, gut, sie haben mich nicht gefragt, aber ich würde oben anfangen sparen, den Meier weg, dann ist das halbe Budget schon wieder drin.